Der Amund stapft ein schmales Wägli am Berghang entlang. Es geht immer steiler bergauf. In seinem Stoffsäckchen hat er das Fläschchen mit den Tränen vom Bischofsfisch und die Schuppe vom Basilisk. Jetzt fehlt ihm nur noch eine Zutat für das Mousse au Blamage. Das Herz von der Manticora. Hinter den Bergen wohnt sie. Wenn ich es schaffe, dann darf ich zurück ins Schloss. Dann kann ich Ottilia jeden Tag sehen. Oh nein! Der Weg hört plötzlich auf und direkt vor dem Amund tut sich eine tiefe Schlucht auf. Es muss einen Weg über die Schlucht geben. Aber wie soll ich den finden? Und vor allem rechtzeitig. Morgen ist Herzogs oben und es muss so Blamage soll serviert werden. Der Amund ist erschöpft. Ihm tut alles weh. Ich bin so müde. Ich muss einen Moment anlegen. Es ist gefährlich, in der Kälte einzuschlafen. Der Amund weiss das. Genauso sterben damals die Strassenkinder in der Stadt. Sie legen sich in den Schnee, machen ihre Augen zu, schlafen ein und verwachen nicht. Ich darf nicht einschlafen, aber ich wollte noch einen Moment ausruhen. Schon im nächsten Moment schlaft er tief und fest. Er merkt nicht, wie dicke Schneeflocken leislich vom Himmel fallen und ihn langsam zudecken. Ich muss pressieren. Ottilia ist aus dem Gefängnis freigelassen worden und ist jetzt auf dem Weg zum Bankett von ihrem Vater. Das dauert inzwischen schon 2 Tage. Ottilia? Oh nein, Agatha. Wo bist du gsi? Der Ottilia, ihre grosse Schwester, kommt ihr entgegen und schaut sie entsetzt an. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie siehst du denn aus? Dreckig und voller Schürfwunden und dein Kleid ist ja ganz verrissen. Ich muss zurück zum Bankett. So wie du aussiehst, vergiss es. Lass mich los! Agatha, das Mousse au Blamage ist ein riesen Bluff. Das gibt's gar nicht. Wie bitte? Schau, das ist dem Herzog Nick Perzis Tagebuch. Er hat ein unmögliches Gericht erfunden, weil er dem Vater sein Bankett kaputt machen will. Hä? Aber wie bist du an das angekommen? Ich bin dem Graf Wolf im Schaff auf die andere Seite vom Schloss nachgeschlichen. In die Bibliothek von unserem Onkel, dem Herzog Nickbert. Die andere Seite vom Schloss? Der Graf Wolf im Schaff ist unser Onkel, der Herzog Nickbert. Ich muss dem Vater jetzt erzählen, dass das Mousse au Blamage nur ein Bluff ist. Dann wird er den Major Donner zurückrufen. Was interessiert dich, der Major Donner? Er hat den Amund bei sich. Der Amund? Ach, ist das etwa der Küchenbub, mit dem du geschwätzt hast? Ja, und es ist alles meine Schuld. Ich habe dem Bankettmeister von Schleim erzählt, dass die Manticora gerne Menschenkinder frisst. Und dann hat er dem Major Donner den Amund als Köder mitgegeben. Verstehst du? Der Amund wird gefressen werden, wenn der Major Donner nicht sofort umkehrt. Der Herzog Klausbert isst und trinkt schweigend. Nichts auf dem Bankett macht ihm mehr Spass. Die Lichter blenden ihn, die Musik nervt ihn. Der Wein ist auf einmal grusig und das Kuhschwanzsoufflé schmeckt nach Papier. Der Bankettmeister von Schleim merkt, dass der Herzog schlechte Laune hat. Wenn der Major Donner nicht gleich mit den Zutaten für das Mousse au Blamage zurückkommt, sehe ich meinen armen Kopf schon rollen. Bankettmeister von Schleim! Jawohl, lustlosigster Herzog. Was gibt's Neues vom Major Donner? Ich habe heute im Morgengrauen unsere allerbeste Brieftube losgeschickt, die wunderigste Herzog. Sie ist darauf trainiert, den Major bei jeder Witterung zu finden. Ja und? Bis jetzt nichts, geduldigster Herzog. Nicht! Ich muss mir etwas einfallen. Gefälligster Herzog, dürfte ich vielleicht einen Notfallplan vorschlagen? Raus mit der Sprache, was meinst du genau? Flexibelster Herzog, ich meine, dass wir vielleicht ein bisschen improvisieren könnten. Wenn die Küche ein ganz ausgesuchtes Mousse zubereitet und wir behaupten einfach, es sei ein Mousse au Blamage auf unsere Art zubereitet. Mit Tränen von einem Tintenfisch zum Beispiel. Ich rede jetzt einfach einmal ganz frei von der Leber weg. Der Schuppen von einer Boa-Schlange. Wir haben eine extrem lange Boa im Keller unten. Und am Herz von einem, sagen wir, von einem Leu... Schwätzt der Bankettmeister etwa von Beschiss?
Nein, ganz und gar nicht. Ganz gar, Herr Herzog. Es war ein sehr undurchdachter Vorschlag von mir, allergnädigster, obergnädigster Herzog. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung. Nur das Allerbeste ist gut genug für das Bankett. Kein Beschiss. Morgen ist Herzogsnacht und dann muss das Musso Blamage serviert werden. Natürlich. Sonst vielleicht dein Kopf Oberhaupt ist der Herzog. auf einem Silbertablett gesehen. Jawohl, das verstehe ich. Ja. Schaut, väterlichster Herzog. Ottilia? Ottilia steht auf der Schwelle vom Bankettsaal. Auch der Herzog Nickbert, der sich unterdessen wieder in Graf Wolf im Schaf verwandelt hat, ist zurück im Bankettsaal und sieht sie. Unmöglich. Wie hat sie das noch geschafft, aus meinem Gefängnis rauszukommen? Es gibt einen Betrüger da drinnen. Ottilia spürt, wie sie alle anstarren. Der Betrüger probiert das Bankett kaputt zu machen. Ottilia zeigt auf den Herzog Nickbert. Der Mann dort ist genauso falsch wie sein Schnauz. Das ist nicht der Graf Wolf im Schaf. Das ist mein Onkel, der Herzog Nickbert.